Hast du schon mal probiert, das eine Kraut aus dem Garten zu essen? Das hat mich mal meine Großmutter gefragt, um den Diabetes wegzubekommen. Ich habe ihr gesagt, nein, es geht eh nicht. Sie hat darauf beharrt, ich habe das Kraut gegessen und bin immer noch Diabetiker. Diabetiker sind selber schuld, dass sie Diabetes haben, weil sie zu viel Zucker gegessen haben. Diese Aussage macht mich extrem hässig und sagt dazu, nein, stimmt überhaupt nicht. Es gibt zwei verschiedene Typen von Diabetes. Im Typ 1, den ich habe, das ist eine Autoimmunkrankheit. Die kriegst du einfach oder wirst damit auf die Welt kommen. Beim Typ 2 kann es schon gut sein, dass es mit einer ungesunden Ernährung zu tun hat, aber muss auch nicht grundsätzlich der Fall sein. Ich könnte mir nie im Leben selber eine Spritze geben. Doch, bis es dann eben mal selber machen muss. Beim Diabetes ist es sehr oft so, dass man sich das Insulin, das Medikament, spritzen muss. So schaut man eigentlich, dass man den Blutzucker reguliert. Diabetiker sind dick. Nein, ich bin nicht dick. Ich kenne sehr viele Diabetiker, die auch nicht dick sind. Auch wieder hier. Es gibt zwei verschiedene Typen, wo man sagen kann, dass beim Typ 2 Diabetes Übergewichtigkeit vielleicht eher noch vorkommt und von dort aus eben sicher auch genau das Vorurteil kommt. Ich finde es mega schwierig, wenn mir Leute darauf anhauen und sagen, hey, das hat mega viel Zucker in diesem Essen. Ein Diabetiker muss nicht grundsätzlich auf Zucker schauen. Ein Diabetiker muss auf Kohlenhydrate schauen, was nicht automatisch Zucker heisst. Es gibt auch noch die Stärke im Mehl zum Beispiel, wo auch zu Kohlenhydrat wird. Und auf das muss ich genauso schauen, wie wenn ich etwas mega Süßes ist, wie Gummibärle. Man hat nur so ein bisschen Diabetes. Finde ich eine recht spannende Aussage, weil das gibt es nicht. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Es gibt vielleicht eine nicht so starke Ausprägung davon, dass es beim Typ 2 Diabetes zum Beispiel, dass man nicht so stark davon betroffen ist, dass man nicht so viel Medikamente nehmen muss. Aber man kann es nicht einfach nur ein bisschen haben. Man hat es oder man hat es nicht. Fertig. Ja, Diabetesdiagnose kann das Leben von einem sehr stark verändern. Aber es kann dein Leben auch in etwas sehr Positives verändern. Dass du dich anfängst gesund ernähren, dass du auch einfach ein bisschen auf dein Körpergefühl einfach anfängst einzugehen. Ich habe schon mega oft gehört, dass Leute dann sagen, hey, aber du als Diabetiker darfst keinen Alkohol trinken. Das stimmt nicht. Diabetiker dürfen Alkohol trinken. Sie müssen halt einfach genau wie beim Essen schauen, wie viel sie trinken und was sie trinken. Es kann sehr gefährlich werden für einen Diabetiker, wenn er betrunken ist, weil er sich einfach nicht mehr so gut spürt und deswegen auch nicht mehr gut einschätzen kann, höchstwahrscheinlich, wie sein Blutzuckerspiegel steht. Man muss sich Sorgen machen um Diabetiker. Ja, so wie um jeden anderen Menschen ja auch. Ich finde es halt auch schön, dass die Leute mit dir mitdenken, aber ganz einfach gesagt, redet mit uns, wenn ihr euch Sorgen macht um uns. Meistens wissen Diabetiker eigentlich schon mega gut Bescheid über die eigene Erkrankung und können dann auch sagen, unter welchen Umständen sie vielleicht auch wirklich Hilfe brauchen oder auch mega froh darum wären. Das heisst, haut die Leute einfach an.